Valley durch Brand zerstört. Das Feuer brach ca. 2 Uhr nachts aus. Am 17. Juli 1876. Natürlich bin ich nicht die wahre Kriminelle in dieser Geschichte. Oder? Mr. Sagan. Sie haben mich zu Fall gebracht. Sie und Smirnoff. Sie haben dafür gesorgt, dass ich Ihr Höllengefährt stehle und Hill Valley niederbrenne. Und nun, Kraft der mir von Hill Valley übertragenen Entscheidungsgewalt, verurteile ich Sie beide zu. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Zurück in die Zukunft. Es ist kompliziert. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte die nachholen, weil ich werde sie nur bruchstückhaft wiedergeben können. Aber zuallererst mal. Da ist ein Hintergrund und pass auf. Da bin ich. Guten Tag. Hi. Also, wie war das in der letzten Folge? Und warum stehen wir hier und reden mit einem komischen Typen? Von Haysville Mercantile. Also, wir haben Emmett, also den jungen Doc Brown, mit seinem Vater versöhnt, sodass der Vater sagt, yo Junge, kannst Wissenschaftler werden, ich unterstütze dich dabei. Dann hat er das Wissenschaftsprojekt vorgestellt, das war auch ein Erfolg hier, Auto kann fliegen, bla bla bla. Edna und der alte Doc Brown, der mehr oder weniger Gehirnwaschen war von ihr, da hat sich dann Edna die Zeitmaschine geschnappt und hat damit den alten Doc Brown überfahren. Irgendwie. Aber der war eh schon am Verschwinden, weil sie irgendwas in der Vergangenheit oder was weiß ich was getrieben hat, sodass es den Doc Brown nicht mehr gibt. Aber den jungen Doc Brown gab's noch. Also irgendwie ist es verwirrend. Und jetzt hat sie es irgendwie hingekriegt, dass Hill Valley niemals existiert oder schon lange nicht mehr existiert, keine Ahnung. Und wir haben den hier getroffen. Das ist eigentlich unser Uropa. Also der Vater von Artie. Artie, also hier, ja, es ist kompliziert, hey. Der Doc aus der Zukunft kam dann zurück zu 1931 und hat uns abgeholt und alles war wieder gut. Dann hat sich aber herausgestellt, dass mein Opa, also dem sein Sohn, Trixie geheiratet hat. Und das ist doof, weil der soll ja natürlich meine Oma heiraten. Sonst gibt es kein Marty, aber es gibt Marty. Was ist alles kompliziert? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt irgendwo da, wo eigentlich Hill Valley sein wollte. Und es gibt da wohl die Mad Mary oder die bekloppte Mary wird sie genannt. Irgendeine Frau, die Zeitungen sammelt und besessen ist von was weiß ich was. Also es hört sich sehr nach Edna an. Und wir haben den guten Mann hier getroffen und der weiß, wo die wohnt. Und jetzt muss man irgendwie, hat halt gesagt, die wird aber wahrscheinlich nicht mit uns reden. So. Kannst du sie vielleicht zum Reden bringen? Sie uns mit ihr helfen? Die Sache ist die, Mary ist steinalt, aber sie ist auch etwas seltsam, wenn Sie wissen, was ich meine. Wir kommen schon mit ihr zurecht. Wir sind ganz höflich. Bitte, wir müssen Sie sprechen. Okay, wenn Sie unbedingt wollen. Biegen Sie an der Brücke rechts ab und folgen Sie dann den Reifenspuren bis zum Ende. Sie müssen die letzte Viertelmeile laufen. Viel Glück. Ich glaube, ich werde es bereuen, Sie darauf geschickt zu haben. Ja, ich bin nicht so sicher. Aha. Okay. Also wir sind eigentlich noch fahren? in 1931. Beware of cat, wipe your feet, go away. Das ist sowas von Edna. Mary Pickford. Pickford. Nicht Edna Stickland. Ey, das ist der DeLorean. Find ihr raus, was aus Hill Valley geworden ist. Junge, wir müssen ja... Ist ja übel hier. Plumpsklo. Oh geil, ein Plumpsklo. Ausgebrannter DeLorean. Doc, es ist ein... Psst. Ausgebrannter DeLorean. Wie pst? Was heißt hier pst? Was sehen Sie? Das Fahrzeug hat schweren Schaden genommen.
Bleiben Sie auf dem Teppich, Doc. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Ich meine, das Ding hat keine Räder, es hat kein Glas mehr, es hat kein gar nichts mehr. Ich dachte jetzt, das ist doch gut in Schuss. Sieh doch. Psst. Ja, da hinten ist ein Lehmofen. Was ist denn? Sieh doch. Psst. Sieh doch! Sieh doch. Psst. Okay, ich habe so das Gefühl, wir können ihm zeigen, was wir wollen. Er pst uns immer weg. Mary Pickford. Das hatten wir doch gerade schon mal. Beware of Cat. Bild einer Schmiede. Ein Schild einer Schmiede. Ob das wohl noch von Doc ist? Einfach mal ein Schild eingesteckt. Kann ja mal schlecht sein. Das sind noch alte Autotüren. Oh, guck mal, da ist ein Fenster. Da ist ein Foto. Da ist ein Kaktus. Ein bisschen abgebrochener Kaktus Sieh doch. hier. Psst. Jetzt. Ich guck mal ins Fenster rein, oder? Weg von der Hütte! Das ist Entschuldigen Edna. Sie die Störung, Madame. Könnten Sie uns vielleicht sagen? Ich spreche nicht mit Rabauken! Rabauken. Nicht besonders freundlich. Doc, das war Edna. Ja, aber sowas von. Edna Strickland? Unmöglich. So war sie, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe. Ich musste... Überlassen Sie das mir. Okay, wenn du meinst, du weißt, was du tust. Denk daran, wir müssen erfahren, was mit Hill Valley geschah. Und genauso wichtig ist, wann genau es geschehen ist. Okay, kann ich jetzt irgendwie mal mit dir reden, ohne dass du Ich bin was sicher, dass sie sagst? mit mir reden wird. Worauf wartest du denn noch? Klopf an die Tür. Ich will mir jetzt mal das Auto hier in Ruhe angucken, ohne dass du dauernd Psst sagst. Sieht ziemlich fertig aus. Uiuiui. Ja, ich meine, Wirklich schlimm, ihn so zu sehen. ja. Wir haben ja noch einen funktionierenden. Aber hier, die Edelstahlkarosserie hat überlebt. Das kann man nicht sagen, ne? Das ist schon... So. Fenster, da wollte ich sowieso reingucken. Ach so, ja. Ednas Großvater, Marshall Strickland. Das ist dasselbe Bild, das ich in Ednas Wohnung gesehen habe, damals, in der Zukunft. Ach, da ist ein Stolperdraht. Saloon-Schild? Ein altes Saloon-Schild. Nimmt ihr das jetzt auch mit, oder Toll. was? Nur schade, dass es verkohlt ist. Alles verkohlt. Okay, hier kann ich nicht weiter. Also ich gucke mir mal den Stolperdraht an, beziehungsweise ich werde da jetzt drüber... Ach komm! Hallo, Miss Wer sind Sie? Marty McFly, Sonic Rocket, Jakob Smirnov. Jako Smirnov? So ein alberner Name. Ich spreche nie mit Fremden, die alberne Namen haben. Aber wir sind keine Fremden. Woher kenne ich Sie? Sie haben mich mal interviewt, ich habe ihnen mal das Leben gerettet. Sie wollten mich mal verhaften lassen. Ja, daran wird sie sich erinnern. Sie wollten mich vor langer Zeit einmal verhaften lassen. Erinnern Sie sich? Hör zu, junger Mann. Ich bin eine umgängliche Frau, aber ich Klar. befolge einige Regeln. Und Regel Nummer 1 lautet, ich spreche niemals über die Vergangenheit oder über die Zukunft. Ich spreche nur über das Heute. Ich glaube, das lief nicht so gut. Natürlich spricht sie nicht über die Vergangenheit, denn in ihrer Vergangenheit gibt es etwas, das sie vergessen möchte. Aber das bekommen wir schon. Na los, klopf noch einmal an die Tür. Also jetzt an die Tür klopfen. Ich würde ja gerne, aber da ist ein Stolperdraht. Was ist eigentlich mit dem Kaktus? Da kann ich das jetzt alles in Sieh Ruhe doch. angucken. Jetzt fängt er schon wieder an, mich rumzupsen. Kann ich jetzt vielleicht mal... Geht doch. Klopf, klopf, klopf. Was? Ich bin's nochmal. Ihr alter Freund. Woher kenne ich Sie? Wir haben den heutigen Tag zusammen verbracht. Also, das ist Vergangenheit. Das ist Vergangenheit, das ist Vergangenheit. Wir haben den heutigen Tag zusammen verbracht. Wir haben einen Tag zusammen verbracht. Haben wir? Wo? Auf der Expo. Das ist verrückt. Ich war die ganze Zeit hier seit... Welcher Tag ist heute? Dienstag, der 13. Oktober, 1931. Der 13. Oktober 1931.
13. Oktober? Irgendwas ist mit diesem Datum. Also, was willst du hier? Ich weiß, wer sie sind. Wo ist Hill Valley? Sie haben den DeLorean gestohlen. Ich habe ihnen etwas mitgebracht. Ich habe Geschenke Ihnen kommen etwas immer gut. mitgebracht. Ich weiß nur nicht was. Was ist das? Lass mich sehen. Oh, guck mal, ich habe noch das Blümchen-Ding. Es ist ein altes Saloon-Schild. Sieht aus, als hätte es einige Schlägereien überlebt. Sieht aus wie Docs altes Schild, aber das kann nicht sein. Sagt er gar nicht. Oh, was ist jetzt los? Wo ist meine Maus hin? Ich glaube, ich habe gerade das Spiel abstürzen lassen. Da ist meine Maus wieder. Gut. Dann. Nett von Trixie, mir diese Eintrittskarten zu geben. Damit komme ich angeblich zu allen großen Attraktionen. Ja, komm, dann nehmen wir die Eintrittskarten und ich schenke Ihnen eine Eintrittskarte, oder? Hier, guck mal. Ich habe diese Karten für die Expo mitgebracht. Welche Expo? Die Expo, auf der Sie den DeLorean genommen haben und in der Zeit zurückgereist sind. Bring mich nicht durcheinander. Ich weiß nichts über Zeitreisen. Wusste ich noch nie. Und außerdem spreche ich nie über die Vergangenheit. Ist er noch am Fenster? Ja. Kann ich noch mit ihr reden? Haben Sie irgendetwas Bestimmtes erwartet? Ich auf jeden Fall nicht. Dann gebe ich immer das Aufnahmegerät. Da ist ja noch von ihr das Gelaber drauf, wo sie sagt, dass sie die Kneipen von Kid Tennant angesteckt hat. Ich habe das hier mitgebracht. Guck mal, Blümchen, Blumen Blümchen. Oh. interessieren mich nicht. Aber man hört... Und sprechende Blumen mag ich noch weniger. Weg damit. Also so viel Zeug habe ich dann auch nicht hier. Ich gebe ihm mal ein Foto von meinem Vater. Vielleicht steht sie ja. Junge Männer. Ich habe dieses Bild mitgebracht. Wer ist das? Sie kennen ihn nicht, aber er sieht diesem Mann ähnlich, den Sie kannten. Kein Interesse. Das ist Wir müssen Vergangenheit. etwas haben, das Edna will. Zieh Ja. mich nicht so an. Ich habe nur mich mitgebracht. Vielleicht will sie ja dich. Kann ich mit dir reden? Kannst du mit ihr reden? Kannst du sagen, guck mal, hier Hier bin ist ich. jemand für Sie. Jemand? Was? Wer ist es denn? Es ist Emmett Brown. Sehen Sie genau hin. Erzählen Sie mir nicht, Sie erkennen Ihren eigenen Freund nicht. Mein Freund? Ja, er ist ganz erwachsen. Komm mal etwas näher. Marty, was soll ich bitte? Vertrauen Sie mir, Doc. Spielen Sie einfach mit. Hallo. Kann das sein? Emmett? Ja, Edna. Ich bin's. Du bist es. Es ist der 13. Oktober 1931. Oh, du bist Emmett. Emmett. Wie konnte mir das passieren? Habe ich etwa geträumt oder? Bleib, wo du bist. Ein klassischer Fall von verdrängter Erinnerung. Ist der mentale Damm erst einmal gebrochen, befindet sich die Person plötzlich inmitten der Szenen, die sie vergessen will. Okay. Wieso sind die alle so Schatz. erschrocken? Du bist zurück. Okay. Ja, viel Spaß mit dir. Natürlich, ich wusste es. Ein intelligenter Junge wie du würde nicht wegen eines dummen Streits seine wahre Liebe aufgeben. Ich habe den kleinen Zoff von letzter Nacht schon vergessen. Du doch bestimmt auch. Natürlich habe ich. Ja, klar. Natürlich habe ich... Was? Honigauge. 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 Du bist so süß. Aber du gibst dich immer noch mit diesem Smirnoff ab. Lass das. Er hat einen schlechten Einfluss.
Und du musst aufhören, an diesem gefährlichen, elektrokinetischen Dings da zu arbeiten. Okay. Okay. Wahrscheinlich bist du sauer auf mich, weil ich Detective Parker gezwungen habe, deinen Stand zu schließen. Bitter für dich, ich weiß, aber ich musste es tun. Und Parker hatte keine Wahl, als auf mich zu hören. Er weiß, dass meine Meinung in Hill Valley viel zählt. Und er würde niemals... Parker würde niemals... Okay. Was ist los? Das frage ich Ich mich auch weiß gerade. nicht. Etwas mit Detective Parker. Etwas, das mir am 13. Oktober passiert ist. Was war das nur? Kannst du ihr auf die Sprünge helfen? Wenn wir ihren Geist in der Vergangenheit halten können, erfahren wir vielleicht die ganze Geschichte über die vorzeitige Zerstörung von Hill Valley. Ja, keine Ahnung. Das wird probieren ihre wir's mal. Erinnerung zurückbringen. Was? Erinnerung woran? Ich will mich nicht erinnern. Wer bist du? Was machst du in meinem Garten, du Rabauke? Nein, Edna, kein Garten. Was? Hier spricht Emmett. Es ist der 13. Oktober 1931. Ja. Und gleich geschieht etwas. Oh ja, etwas Großes. Aber was? Sprich sie besser nicht an. Das bringt sie raus. Okay, wir müssen ihr irgendwas zeigen, woran sie sich erinnern kann. An einen Mob. Kann sie sich an einen Mob erinnern? Ist sie damit hergeflogen Ich würde oder sagen, was? der Mob wird nicht oft verwendet. Was macht er denn jetzt mit dem Mob-Zeug? Was da wohl kocht? Keine Ahnung. Okay, ich kann jetzt hier einen Haufen Zeugs holen. Da ist ein Stock rausgefallen. Ein brennender Stock. Stecke ich mir den jetzt auch in die Tasche oder wie? Nee. Schmeiß mal den Stock in Plumpsklo. Raus hier! Raus! Raus! Reg sie nicht auf, Marty. Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen Vielleicht anzünden. ist es keine gute Idee, einen brennenden Stock in ein Plumpsklo zu werfen. So, dann hätten wir hier noch einen ausgebrannten DeLorean. Ziemlich ausgebrannt. Wirklich schlimm, ihn so zu sehen. Ja, also hier ist schon mal nix. Ein Briefkasten? Was kann man denn mit einem Briefkasten Mary machen? Pickford. Ach so, ja. Könnte sie nee. nur einen Decknamen wie diesen herhaben? Mal sonst noch was? Also, ja, wir haben so Schilder. Was kann ich denn? Also, ich kann hier dann mit einem Kaktus. Hilf mir mal, Danny. Sprich nicht mit ihm! Ich lasse nicht zu, dass du Sachen über mich verbreitest! Wieso nennt er denn den Kaktus Danny? Stolperdraht. Was ist das? Wer ist da? Bitte, Marty, hol sie nicht aus Ja, ihrer ja, Trance. ja. Ich bin noch am Überlegen. Also, ich werde jetzt mal den Kaktus anstecken. Ach, das ist ein Scheibenwischer. Ich dachte, das ist ein komischer Stock da. Nee, das ist ein Scheibenwischer. So, jetzt habe ich hier einen brennenden Stock. Sehr gut. Also, ich kann jetzt nichts machen. Doc, Edna, Lehmofen. Hier, Edna, willst einen brennenden Stock? Guck mal. Raus hier! Raus! Raus! Reg sie nicht auf, Marty. Ja, ja. Entschuldigung. Okay. Wir haben ja ein paar Sachen gesammelt. Ein Mob zum Beispiel. Moment. Ich habe das hier mitgebracht. Das habe ich schon. Ich habe gerade genossen. Ich, Jako Smirnov, habe genossen. Also sie hat schon einen Mob. Blümchen wollten wir hier schon anbieten. Hier, Tickets. Tickets. Willst du jetzt die Tickets Vielleicht haben? versetzt dich das zurück. Zurück wohin? Ich möchte nicht zurück. Bleib, wo du bist, Edna. Bitte, Okay. Marty, Oh, hol sie das nicht ist- aus ihrer Trance. Ja. Wir müssen irgendwas von der Gegenwart finden. Ja, aber ich habe nichts von der Gegenwart. Doch, Schilder. Ich gebe jetzt einfach, aber das sind doch auch nicht Gegenwartsschilder. Das ist, ja, ich mein, Vielleicht versetzt dich das zurück. Bitte, Marty, Nein, nicht hol sie zurück. nicht aus ihrer Trance. Mann. Was kann man denn... Ach, ich wollte den Kaktus anstecken, gell? Komm mal her. Aber da liegt noch der Hilf mir mal, brennende Stock. Danny. Sprich nicht mit Wieso ihm. heißt Ich eigentlich lasse nicht der, zu, dass du Sachen der über mich Kaktus, wieso nennt er verbreitest. den eigentlich Danny?
Liegt da noch der brennende Stock? Ja. Ausgebrannter DeLorean. Nein, ich will zum ausgebrannten Stock. Ja, ja. Schade, schade. Wirklich? Hopp, schneller, schneller, schneller. Guck mal her. Da liegt der ausgebrannte Stock noch. Dann ist ein Lehmofen. Ja, okay, dann stocher ich halt noch ein bisschen drin rum. Ich wollte ja eigentlich den Kaktus anstecken. Warum zur Hölle sollte ich den Kaktus anstecken? Es ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Macht aber nichts. So, ja, da ist ein brennender Stock. Ja, okay. Ich dachte, ich kann ein bisschen rumlaufen und dann... So. Achso, ich sehe den Kaktus nicht. Ja, das ist natürlich doof. Also ein Plumpsklo soll ich nicht machen. Ein brennenden Stock in Lehmofen ist auch doof. Aufs Haus, auf Edna. Hinweise. Nee, ich... Autsch! Au. Ja, komm. Hinweis. Edna versucht sich an ein dramatisches Erlebnis zu erinnern, das von Officer Parker eingeleitet wurde. Du weißt, worum es geht, nicht wahr? Nee. Ja, die wurde verfolgt. Also Autoverfolgung. Edna braucht eine lebhafte Erinnerung daran, wie es war, als Brandstifterin enttarnt zu werden. Also Feuer. Spiele Edna ihr Geständnis vor? Habe ich das nicht schon probiert? Huch. Das habe ich doch... Also das habe ich erst vorhin gemacht, als oben am Fenster war. Okay, dann spiele ich ihr Geständnis vor. Pass auf. So. So. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen sie unternommen hat. Nein! Stell das ab, du Trottel! Wenn Parker das hört, wird er... Ja, wo ist er denn, der Parker? Es gibt gar kein Hill Valley mehr. Officer, ich kann das erklären. Es war ein Trick. Ich wurde reingelegt. Was? Ah, er ist hinter mir her. Ah, in diesem aufgemotzten Zukunftsauto kriegt er mich nie. Verflucht. Ich darf ihn nicht verlieren. Ach so, sie spielen das jetzt halt nach. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Dann lasst uns mal sehen, was dieses Baby kann. Und da kommt es. Ja? Da kommt was? Ich weiß nicht. Jetzt sollte irgendetwas Unerwartetes passieren. Aber ich weiß nicht was. Wenn ich's mir überlege, wie kann ich etwas Unerwartetes erwarten? Was geht hier vor? Schnell, Marty! Wir müssen sie dazu bringen, mehr von der Geschichte zu erzählen, bevor sie aus der Trance erwacht. Also das ist wohl der Officer Kaktus. Also vor dem hat sie Angst. Da denkt sie, es ist ein Polizist. So, pass auf. Es sollte was Unerwartetes passieren. Feuer? Ey, ach, jetzt gehe ich schon wieder in den DeLorean. Da will ich doch gar nicht hin. Der Fluxkompensator funktioniert nicht mehr. Hab ich recht? Die Teile waren robust, aber nicht so robust. Ja, so, jetzt pass auf. Stochern sie noch ein bisschen im Lehmofen rum. Vielleicht hilft's ja, also was Unerwartetes passiert, dass das dann so dieses Feuer, weißt du, oder so vielleicht. Vielleicht hilft ihr das ja. Aber wenn ich den Stock in der Hand habe, dann sehe ich das Auto nicht mehr, gell? Fuck. Kommt da vielleicht, rammt sie irgendwie, vielleicht rammt sie ein Saloon. Nein. Nee. Kann ich das an den Lehmofen stecken? Das glaube ich nicht. Ich glaube da nicht. Komm, ich brauche noch einen Hinweis, ist ja gut. Anblick und Geräusche eines Zeitsprungs. Gibt es etwas, das blitzt und knallt? Blitzen weiß ich nicht, aber knallen. Pass auf. Das da. Stolperdraht. So. Es blitzt und knallt. Ach so. Ach so. Ich werde transportiert. Wohin? Zurück. Zurück in die Vergangenheit. Was siehst du?
Hill Valley. Aber es sieht anders aus. Ganz klein und primitiv. Meine Güte. Kann das sein? Ja! Was ja? Großvater! Er ist es! Marshal James Strickland kam 1869 nach Hill Valley, erschossen von... Ja, Doc, wir haben ihn 1885 getroffen. Erinnern Sie sich? Nein! Ich muss mich irren! Großvater sah anders aus! Dieser Mann ist ein Betrüger! Ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Mann ist. Das ist alles sehr verwirrend. Wo bin ich? Warum denke ich an die Vergangenheit? Runter von meinem Rasen, ihr Gauner! Wir müssen Marshal Strickland irgendwie zurückbringen, schnell. Wir müssen diese Story auf die Spitze treiben. Okay, Kaktus. So. Sieht für mich wie ein Strickland aus. Einfach mal einen Hut drauf. Mein Ja klar, kleiner fällt nur noch Bruder der Schnurres. vielleicht, aber nicht wie mein Großvater. Ja, da fehlt der Schnurri. Großvater war viel zottiger. Ach so, ja klar, komm her, dann machen wir noch einen Mob drauf. Komm her, zack. Zottig genug. Sieht schon etwas aus wie Großvater. Aber er wäre nie ohne Kopfbedeckung herumgelaufen. Ja, wo ist denn jetzt der Hut hin? Da. Wie kommt denn der Hut überhaupt da drauf am Anfang? Aber da gar kein Der Hut Hut drauf. steht ihr nicht so gut. Ja, der kommt jetzt schön wieder zurück. Komm mal her. Wo ist er denn? Unser Sheriff in Spee. Komm mal her, Hut. Zack, Hut drauf. Gut ist. Nicht schlecht. Aber echt, hey. Großvater, du siehst gut Großvater. aus. Alles sieht gut aus. Wie sieht alles aus? Erzähl es mir. Ein bisschen rustikal sicherlich, aber all die Gebäude sind so solide gebaut und gepflegt. Und die jungen Menschen in Hill Valley sind so tugendhaft und ehrlich. Ganz anders als diese verkommenen Kandidaten aus dem 20. Jahrhundert. Und ich weiß auch warum. Warum? Sie sind noch nicht den Lastern des Alkohols und der Sünde verfallen. Sie sind noch ganz unschuldig. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, hier zu leben. Aber wer ist das? Wer? Dieser große Rüpel, der da die Straße entlang stolziert. Mit einem höhnischen Grinsen auf den Lippen. Er ist neu in Hill Valley. Burgard. Burgard. Humphrey. Ah, nee. Tannen. Ach so. Tannen. Ja, Gut geraten. sieh ihn dir an. Fühlt sich auf, als wäre er der Größte und wirft mit Geld um sich. Mit gestohlenem Geld, zweifellos. Warum durchschauen die ihn nicht, diese miese Schwindler? Und jetzt wird mir auch sein Plan klar. Er hat ein Grundstück in der Stadt gekauft. Er will etwas bauen. Ein Ein was? Ich weiß nicht. Es ist etwas, das mir Ein nicht Saloon. gefällt. Ein Saloon Etwas will er natürlich bauen. Schlechtes. Ja, was Schlechtes. Das Er ist will der einen Schlüssel zu Saloon unserem bauen. Rätsel. Wir haben's müssen gleich. Wir ihrem haben's Gedächtnis gleich, auf die Leute. Sprünge helfen. Ja, der will natürlich einen Saloon bauen, weil sie mag keinen Alkohol, hat sie ja gerade eben gesagt. Das macht die jungen Leute kaputt. Bitteschön. Vielleicht versetzt dich das zurück. Bitte, Marty, hol sie nicht aus ihrer Trance. Was denn? Sorry, da war gerade wirklich eine Mücke oder so, aber... Was mache ich jetzt mit dem Saloon-Schild? Einen Kaktus dran machen? Lieber nicht. Ich weiß nicht, was dann passiert. Pass auf. Ja, ein Saloon. Was? Das Saloon-Schild muss an ein Plumpsklo? Ja, sorry, ich hätte da jetzt noch weiter rumprobieren können, aber ach komm. Ja, sie hat schon an Plumpsklo geguckt und gesagt, das ist ein Grundstück und so, aber ja, egal, das sollte ich auch machen. Ein Saloon-Schild an Mal meine eine andere Abort- Lokalität. Ein Abort-Tür. Saloon? In Hill Valley? Das kann er nicht machen. Großvater, du darfst das nicht zulassen. Diese Schlange darf das Paradies nicht zerstören. Tja, wenn es sonst keiner sieht und ihn aufhält, dann muss ich das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Ich werde dafür sorgen, dass dieser sündige Laden niemals seine Türen öffnet.
Sie steckt's an. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Sie steckt aber ihn ich an. werde etwas tun. Etwas, was Edna schon mal getan hat. Sie steckt den Laden an. Komm mal her. So, wir haben's bald. Habe ich vorhin schon gesagt. So. Jetzt nehmen wir den brennenden Stock und schmeißen ihn auf den Plumpsklo. Nein, du machst das ganz falsch. So wird das Mach das niemals falsch. brennen. Ich zeig dir, wie das geht. Erst brauchen wir etwas Kerosin. Natürlich. Großzügig auf der Baustelle verteilen. Nur kein falscher Geiz. Und nun? Seht her. Ich würde Abstand halten. Ist es nicht schön? Die Arbeit des Teufels vernichtet durch die Flammen der Rechtschaffenheit. Brenn, du dummes Ding! Brenn! Als wir zusammen waren, war sie nie so leidenschaftlich. Oh, Leidenschaftlich, Was ist ja. los, Edna? Jetzt hat's Probleme kein mit Klo dem mehr, Feuer? ne? dreh dich weg! Sieh nicht hin! Es bleibt nicht im Saloon, oder? Es breitet sich aus. Auf die anderen Gebäude in Hill Valley. Ich hatte edle Absichten. Das sollte nicht geschehen. Aber es ist geschehen. Und du hast es all die Jahre unterdrückt, weil du dir nicht eingestehen wolltest, dass... Eine gemeine Straftat beging. Könnte Hab man ich zu vielleicht... dick aufgetragen? Nein, aber könnte man vielleicht den Plumpsklo löschen, bevor er das Haus auch noch Hier abfackelt? steht es. Schwarz auf weiß. Hill Valley durch Brand zerstört. Das Feuer brach circa 2 Uhr nachts aus. Am 17. Juli 1876. Natürlich bin ich nicht die wahre Kriminelle in dieser Geschichte. Oder? Mr. Sagan. Sie haben mich zu Fall gebracht. Sie und Smirnoff. Sie haben dafür gesorgt, dass ich Ihr Höllengefährt stehle und Hill Valley niederbrenne. Und nun, Kraft der mir von Hill Valley übertragenen Entscheidungsgewalt, verurteile ich Sie beide zu... Hey! Du! Was hast du alles gehört? Genug für einen Monat Schlagzeilen im Hayesville Herald. 2 Monate, wenn... Dich könnte ich auch erschießen, klar. Aber das wirst du nicht. Das wäre ja gegen das Gesetz. Und du brichst... Nicht das Gesetz. Jetzt wird's so langsam... Voll. Hören Sie, Sie sollten besser abhauen. Verbindlichsten Dank. Verbindlichsten Dank. Schön. Okay. Also wir wissen jetzt, wo sie hin ist. Montag, 17. Juli, 1876. Jawohl. Fällt auch gar nicht auf, so ein Auto. Das ist Beauregard Mitten in der Tennants Stadt zu fast parken. fertiger Saloon. Irgendwann in der nächsten Stunde wird Edna ihn anzünden und unbeabsichtigt ganz Hill Valley in Brand setzen. Ich frage mich, wo DeLorean ist. Den finden wir später. Jetzt müssen wir erst das Feuer stoppen. Ich gehe von hinten, du gehst von vorne rein. Verstanden. Hindere Edna daran, versehentlich ganz Hill Valley niederzubrennen. Werden wir machen, aber nicht mehr heute. Heute haben wir genug Edna, belästigt will ich jetzt nicht sagen, Edna, dazu verführt, von ihrer Vergangenheit zu reden. Und jetzt werden wir sie dazu verführen, ihre Vergangenheit nicht geschehen zu lassen. Irgendwie so. Ja. Morgen. Howdy, Partner. Tschüss. So war das gedacht. Ja, Howdy, Partner.